Haut mam Patrick schon vu PwC fir un engem Joer wär schon enke beis op der Antenne wie iwwer Mobilitéit an Konsequenzen op als Wirtschaft ze schwätzen, wat das dann zanter dem geschitt. Et muss festhellen der Dunzel vun de Grenzgänger weiter an Luchgängen ass. Iwer Joer 2017 sinn die 183.000 Grenzgänger gezielt gin. Dat entspricht ungefähr 7.000 méi wéi 2016. Die meeschte kommen dobei aus Frankreich, dann der Belgien Deutschland. Diese Phänomen also bei se Strossen ze gesinn, zu verschiedenen Dauerzeiten as unseren Autosverkeier komplett blockiert. Dat kann in der Gegend de Verkehrschaos machen. Die Regierung hat verschiedene Initiativen ergraf, fir de Verkehrsprobleme an den Griff zu kreen. So gëtt zanter dem Dezember den Tram Kirchbiersch, aber dat kann jo just den Ufang sinn. 24 Wochen op der Staatsvisit an Frankreich wird Mobilität auch ein grosses Thema. So gouf desideiert, dat die zwei Städte bis 2021 jeweils 120 Millionen Euro an die grenzübergreifende Mobilität investieren. Das beispielsweise Park and Ride op der französischer Seite oder an Schienennetz. Eng andere Lesung kann aber auch den Teletravail sinn. So proposieren wir bei PwC 20. September 2017 unsere Maderbeter bis zu 20 Tage am Jahr mit einem Maximum von einem Tag pro Woche von daheim aus zu schaffen. Et stell noch fest, dass zu Lützeburg Alternativlesungen fir d Mobilität gesicht gehen. Wie können dann hai die neue Technologien helfen? Als Land ist noch relativ zurückhaltend bei diesem Sujet. Et gibt aber Alternativlesungen zum Auto. Ich will auf dieser Platz vielleicht nicht mit der Applikation vom Kusbus nennen, die von einer Lützebäuer Start-up gegründet ging. Sie proposiert Leuten mit Nahwerten heim sichern zu kommen, und das nicht nur zu Lützeburg, aber ihre Arbeitsplätze rauszulassen. Auch beim Riffgenplan und Mobilität eine wichtige Rolle gespielt. So müsste verstärkt mit neuen Technologien auf Transportformen wie Carsharing oder Carpooling gesagt gehen.